Tag. Wahrscheinlich hatten Sie schon gefragt, wer Ihr Reporter ist. Kinderreporter, besser gesagt. Und das bin ich, Aaron González Duarte. Was ist unser Thema? Kinderrechte. Ich möchte, dass in den Ländern wie zum Beispiel Syrien und Peru, die Kinder nicht in den Krieg gehen müssen und dass sie in die Schule gehen können und nicht zum Beispiel jetzt im Steinbruch arbeiten müssen. Ich bin der Ombudsmann für Kinderrechte hier in Luxemburg. Ja? Von daher hat das mich interessiert, was der Leon sich Gedanken und Ideen hat zum Thema Kinderrechte. Ja, seit 30 Jahren haben wir diese Konvention und wie Leon schon gesagt hat, gibt es aber noch viel anzupacken. Ja? Das heißt, die Kinderrechte in die Realität umsetzen, da muss noch viel dran gearbeitet werden. In anderen Ländern, aber auch hier in Luxemburg. Wie werden Sie das machen, die ganzen Träume umzusetzen? Gute Frage. Also wir versuchen das, indem wir unter anderem dem Luxemburger Staat sagen, wo wir der Meinung sind, dass er nicht genug macht für die Kinderrechte. Ja? Das heißt, Sie reden mit dem Parlament, richtig? Wir reden auch mit denen im Parlament, ja. Und was wirst du damit? Was wirst du machen, damit deine Träume in Erfüllung gehen? Ich würde armen Familien in armen Ländern Geld geben, damit sie und auch dem Staat in armen Ländern Geld geben, damit sie Schulen kaufen können, weil die Kinder in Syrien zum Beispiel, die sind oft sehr schlau, aber können das nicht in die Tat umsetzen, weil sie nicht zur Schule gehen können. Was ist Ihr Job hier? Mein Job ist hier, dass ich mit der Theatergruppe hier auf der Cannes-Konferenz bin und wir ein paar Szenen gezeigt haben. Warum haben Sie die Theatergruppe gemacht? Weil das Cannes-Büro Volz mich gefragt hatte und ich total Lust drauf hatte, über Themen wie Ungerechtigkeit und Kinderrechte eben Szenen zu erarbeiten. Also, was ist Ihr Job? Was ist mein Job? Mein Job ist unter anderem auch, mich dafür einzusetzen, dass Kinder eine gute Zukunft haben. Das nennt man in Luxemburg Bildungsminister. Okay, danke schön. Warum kamen Sie hierher? Ja, ich war sehr neugierig. Ich war neugierig, wie das hier ablaufen würde. Und ich war neugierig zu sehen, wie Kinder sich einbringen, wie Kinder eine Meinung haben, wie Kinder miteinander diskutieren. Denn die Welt gehört den Kindern eigentlich. Wir müssen schon schauen, dass die Welt so ist, dass die Kinder später gut darin leben können. Und da interessiert das mich, was die Kinder denken und was die Kinder auch von uns Erwachsenen erwarten. Was machen Sie hier? Ich habe du von Herren, also Paulina hat mir erzählt von dem Chico. Und da kann ich mal gucken, wie das so lief, wie das funktioniert. Und die Geschichte mit dem Open Space, das finde ich immens interessant fand. Und außerdem probieren wir auch immer mehr, dass Kinder können sich engagieren in der Maison Relais, weil ich arbeite in der Maison Relais. Was kam Ihnen als allererstes in den Kopf, als Sie das von Paulina gehört haben? Ich fand, das wäre eine ganz gute Initiative, weil das ist wichtig, dass Kinder gehört gehen, dass Kinder ihre Meinung können sagen, dass Kinder können bei Sachen partizipieren und auch ihre Meinung sagen. Weil es geht oft um Kinder, aber sie gehen nicht oft nur der Meinung gefragt. Was wolltet ihr mit eurem Team erreichen? Mitmachen, zusammenarbeiten, Teamwork und so weiter. Dass Kinder auch sich trauen, etwas zu sagen und nicht immer die Erwachsenen. Und zum Beispiel, wenn die Erwachsenen etwas reden und die Kinder das nicht wollen, dann sagen die Kinder, wie langweilig das ist. Und dann, dann fragen sie immer zu den Großen, dürfen wir das machen? Und dann sagen sie nein. Und das ist dann besser, dass die Kleinen entscheiden, was sie wollen und dann den Großen mitteilen und dann sagen dann entwickeln die Großen das was und dann geht es mal so weiter und dann geschieht es einmal. Ich hatte 2 Themen, einmal Sexismus und Gewalt gegen die Kinder. Okay, und welche Informationen habt ihr bis jetzt gesammelt? Sagt mir ein Beispiel. Von egal was für ein Thema. Okay, also Gewalt gegen die Kinder ist zum Beispiel eine Information, dass die Eltern die Kinder schlagen. Wenn jetzt irgendein
irgendeine Frau kommt und euch küsst, was würdet ihr dann machen? Ich würde wegrennen und zur Polizei gehen. Ich gehe dann Hilfe fragen und ja, fortlaufen. Ich würde sagen, ich gehe einfach weg und drücke sie weg, ja, dass sie von mir geht. Und, ja. Ich stoße sie weg und sage, warum machst du das? Eine Frage, wie heißt euer Team oder über was redet ihr? Wir reden über den Verschwendung, was wir so verschwenden und was sind die Nachteile von Verschwenden. Und was habt ihr bis jetzt herausgefunden? Man kann essen, Spielsachen, eigentlich kann man alles verschwenden, Geld auch. Okay, und was sind die Nachteile? Die Nachteile sind zum Beispiel, wenn wir Plastik verschwenden, dann kommt das ins Meer oder ins Umwelt so gesagt und das kann gefährlich werden für Tiere, auch für uns Menschen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel alles habt, okay? Und Freunde und Familie helfen euch dabei, das alles zu machen. Wollt ihr dann irgendwann mal zum Parlament gehen und das auch da versuchen zu machen oder versucht es lieber nicht? Haben wir, denke ich, schon so halb versucht. Ja. Vorletztes Jahr oder letztes Jahr? Letztes Jahr. Wir wissen jetzt nicht, ob wir es jetzt geschafft haben, die Politiker jetzt zu überreden oder nicht. Was würden Sie vorschlagen, jetzt als Sie die Kinder gesehen haben? Also ich denke, wir Erwachsene sollten öfters auf die Kinder hören. Man kann nicht alles machen, 1:1, was die Kinder so verlangen oder was die Kinder sich wünschen, aber man soll schon hören, wie sich die Welt morgen vorstellen, wie sie ihr Umfeld sich denken, was sie von den Erwachsenen erwarten. Das ist sehr wichtig, da kann man nicht oft genug zuhören.